Hallo an alle! Im heutigen Video möchte ich zeigen, wie man das FreeDOS-Programm auf einer virtuellen Maschine installieren kann. Zuerst müssen Sie das FreeDOS-Programm von der offiziellen Website freedos.org herunterladen. Jetzt beginne ich mit der Installation von FreeDOS auf einer virtuellen Maschine. Zuerst müssen Sie eine neue virtuelle Maschine erstellen. Ich nenne es FreeDOS. Jetzt müssen Sie die von der offiziellen Website heruntergeladenen Medien hinzufügen. Ich installiere FreeDOS auf der Festplatte einer virtuellen Maschine. Ich wähle Englisch. Und ich partitioniere die Festplatte. Ich wähle die vollständige Installation, einschließlich Anwendungen und Spielen.
Im Moment schalte ich einfach die virtuelle Maschine aus und starte sie ohne die Installationsdiskette. Jetzt wähle ich die erste Option. Sie müssen eine GUI für FreeDOS mit dem Befehl fdimples installieren. Dazu müssen Sie zusätzliche Software von derselben Website herunterladen, fridos.org. Es heißt Bonus-CD. Wie Sie sehen, wurde die Schnittstelle zum Installieren von Add-ons für FreeDOS geöffnet. Jetzt werde ich die Seal GUI installieren. Wer OpenGame oder Ozonichi mag, kann sie oder beide installieren und die am besten geeignete grafische Oberfläche auswählen. Also installiere ich Seal. Wie Sie sehen, wurde Seal installiert. Jetzt gehe ich hinein, um die GUI zu starten. Und jetzt lassen Sie uns ein Spiel ausführen, das bereits auf der Festplatte installiert ist. Beachten Sie, dass Sie auch andere MS-DOS-Spiele ausführen können, sofern Sie diese noch haben. Ich werde Freedom starten. Das Spiel ist im Set FreeDOS enthalten. Also führe ich das Freedom-Spiel aus. Sie können alle alten Spiele spielen, die Sie noch haben.
Ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und abonnieren Sie meinen Kanal.